habe gerade mega Freude. Ich habe unsere ersten Tomaten entdeckt. Schaut mal. Schaut mal die Tomaten. Allererste Tomaten. Und da seht ihr, die erste Zwetschge bekommt seine richtige Farbe. Da. Auch da wachsen schon mega viele Trauben überall. Aber leider wächst es an einem Ort, wo ich es eigentlich nicht brauchen kann, wie das Gartenhäuschen. Es ist ganz kaputt und eingestürzt. Und das wird ich alles wegnehmen, um einen schönen Sitzplatz zu machen. Einen Open-Air-Sitzplatz. Und das ist eh kaputt, wirklich ganz kaputt, nicht mehr zu retten, nicht mehr zu flicken. Und darum müssen wahrscheinlich die Trauben alle weichen. Ich probiere natürlich zu retten, was geht. Aber ja. Selber muss ich schneiden, sprich bin ich am Schneiden und am Räumen. Ja, es ist einfach so, zum Teil muss Sachen gehen, damit Neues kann entstehen. So, dann ist es sozusagen freigeräumt. All das Zeug musste ich leider beseitigen. Die Trauben haben leider nicht überlebt, also die Reben. Aber nun, dafür gibt es einen schönen Sitzplatz. Ich muss aber sagen, da die Steingefälle, das könnte noch ein bisschen kritisch werden. Das Gute ist, nächstes Wochenende kommt ein guter Freund von mir. Da können wir es 2 auseinandernehmen. Du weißt es, das ist unsere Aufgabe. Wir nehmen das Häuschen auseinander, damit wir einen schönen Sitzplatz machen können. Hey, nein, so krass. Spontan sind wir am Posten. Also nein, spontan sind wir nicht am Posten, wir sind am Posten. Ihr seht ja da hinten den Geissenfuß. Claudia, beide beladen. Richtig sind wir gerade posten, essen und so drum und da. Bin ich an der Tankstelle, grob Tankstelle, steht, weißt du wer neben mir? Ha! Der Patrick, noch nie getroffen im Leben. Aber ich folge seinem YouTube-Kanal und ich lerne ganz viel von ihm. Er macht selber Essig, hat auch schon Pilze gepflanzt und ja, auf jeden Fall ein cooler Kanal. Den Link findet ihr hier unten. Der Selbstversorger. Oberwallis. Und ja, so haben wir uns gerade persönlich kennengelernt. Und demnächst bleiben dran, abonnieren den Kanal, weil demnächst gehe ich zu ihm auf Besuch. Und ich zeige euch, was er alles so macht. Ganz ein guter Typ, der Patrick. Hey Patrick, es hat mich gefreut. Bis bald. Weiss jemand, ist das ein giftiges? Das ist doch kein Blindschleichen. Was ist das für eine Schlange? Ich werde giftig. Müssen wir echt Antiserum haben? Jetzt sind wir wieder mal beim Bach. Dort unten ist ja der Sprinkleranlage Sammelstelle. Und es ist wie so trockengelegt und nicht mehr kalt. Und dann habe ich jetzt Sophia mit aufgenommen, sie ist jetzt im Filmen. Und dann haben wir gedacht, wir müssen uns ein bisschen verbessern. Dann ist Sophia auf die allergeile Idee gekommen. Also wirklich, 12-jähriges Mädchen macht es ihrem Vater vor. Da das Metallwellenblech, das da in der Brust liegen ist, als Trichter zu benutzen. Und jetzt müssen wir schauen, wie gut das läuft und staut und Hammer! Stolzer Papi. Sagst du, der hat bessere Idee als ich. Und da schäme ich mich nicht, da bin ich stolz drauf. So gut, meine Tochter, so gut. So will das aber. Das heißt, Spritzanlage laufen. So, jetzt gehen wir zur zweiten Spritzanlage. So, Baustelle Nummer 2. Ja, also, jetzt haben wir alles ein bisschen auseinandergenommen. Es sieht nicht immer so aus. He? Jetzt haben wir es auseinandergenommen. Und ja, jetzt tun wir es wieder zusammensetzen. Da haben wir noch viel mehr Teile gefunden. Das alte Metall, das rumliegt. Nehmen wir Recycle, Renew, Reuse, Recycle. So,
Letztes Mal, als ich hier oben war, habe ich euch gar nicht gezeigt. Ich habe ein Experiment gemacht. Und zwar, der Überlauf von dem Gerinnsel, wo wir jetzt das zweite sind, läuft normalerweise dort ins andere Bach hinein. Läuft dort ab und irgendwann ins andere Bach hinein. Ich habe mir aber gedacht, wenn ich es aber hier durchsteuere und da drauf fließt, entsteht ein neues Bächli, wo sonst an anderen Ort ins Land hineinläuft. Und hey, ich habe mega Freude, weil das Experiment hat funktioniert. Schaut, da habe ich einen kleinen Stausee gemacht. Seht ihr? Da sammelt sich richtig Wasser. Und von da aus geht es weiter, da drauf. Wir gehen jetzt dort drauf und ich zeige es euch. Ist gut? Und seht ihr, da wo ich umgeleitet bin, kommt jetzt da drauf und zickert drauf. Und übrigens ein anderer, der Grundwasser. Seht ihr da, wie es noch tropft unter dem Stein und überall raus. Das heisst, die Erde hat da oben mehr Wasser aufgenommen. Und das Grundwasser. Ja, und da entsteht jetzt ein neuer alter Bach. Ich weiß nicht, ob der es einmal gegeben hat. Könnte ja sein, dass es irgendwann einmal gegeben hat. Aber ja, und das fließt jetzt da alles drauf und findet sich den Weg. Und irgendwann einmal kann ich dann noch einen Teich graben. Und das füllt sich dann mit dem Bächli. Wasser neu legen. Das ist Permakultur. Wasserweg, Wasserarbeit, Permakultur. So in live in the making. Ich habe euch gesagt, für den Permakultur-Hub. Es ist jetzt noch nicht riesig, aber es macht schon einen Unterschied. Ich merke hier, wie es grüner wird, ohne Berieseln. Haha! Es fließt und es fließt und es fließt. Und die Energie vom Wasser findet dann seinen Weg selber und staut sich. Aber ich möchte euch etwas zeigen. Also da, wo ich das letzte Mal da war, war furztrocken. Also etwa so trocken. Und schau mal da, wie es jetzt eigentlich schon farbiges Erden ist. Sprich, es hat Wasser aufgenommen. Das heisst, es sickert gerade ins Grundwasser rein. Und ja, da ist es jetzt Schlamm. Richtig schön. Und ja, und das ist alles ohne Berieseln. Das ist jetzt einfach das Bächli, das jetzt neu gewachsen ist. Und das ist der Beweis, dass es trocken war, weil überall liegt Totholz rum. Und es ist jetzt einfach grün. Es ist einfach grün. Und mit der Zeit kommt da mehr und mehr Wasser runter, es findet den Weg runter. Und ich mache dann irgendwo, dort unten ist mein Poolhaus. Weil irgendwann, also auf dem Hügel, das wird mein Wasserhügel. Und dann gibt es drei Teiche. Also das ist Long-Term Thinking. Also in 10 Jahren habe ich 3 Teiche. Und der unterste wird ein Schwimmbeckenteich sein. Also, und wir haben dann das Poolhaus, das ist eine alte Ruine. Das haben wir jetzt schon das Poolhaus genannt, weil wir denken voraus. Und natürlich, neben dem Poolhaus wird der letzte Teich ein Schwimmteich sein. Also nehmt deine Badhose mit. Wir gehen baden. Da oben in Dresden, auf dem Südhang, wo es furztrocken ist. Ich glaube daran. Ich will es euch zeigen. So, 5 Jahre. Es ist jetzt Sonntagmorgen und ich bin auf dem Weg nach Solothurn. Weil heute für Sam Smiler am grossen Pumperpitz Kinderfest auftreten. Zweimal Sam Smiler, 2 Konzerte, wunderschöne Kloster von Solothurn. Und ich darf und der Pumperpitz ist auch dort und Simon Wankhausen, ich sag's dir, ich bin schon ein bisschen nervös. Ja, und das ist dann mein Sonntag. Ich zeige euch dann ein bisschen vom Auftritt, zeige ich euch sicher auch noch. Und das kommt jetzt. So, jetzt haben wir uns abgemeldet von der Gemeinde Jütiken. Und das ist ein guter Moment, um das heutige Video zu beenden, würde ich sagen, oder?
Ja, Ja. Hey, definitiv. wir sind fast bei 100 Abonnenten. Bitte helft uns aus. Abonnieren, liken, kommentieren. Gell? Wir wollen auf 100. Ja, unbedingt. Beim nächsten Wäre mega Video geil. wollen wir gerne mit 100 anfangen. Ja. Ja. Und ich glaube, apropos anfangen, das neueste Video fangen wir an, indem wir uns zu Wallis anmelden. Oder? Ja, aber wenn das jetzt Send ist, dann passt das jetzt nicht so ganz. Aber Ah ja, also, es passt irgendwie immer. Also, tschüss zusammen. Danke Uetike, vielen Dank. Du bist gut gewesen zu uns über all die Jahre. Sehr gut. Danke für die Schule. Super Schule. Meine Tochter bleibt noch da und ich bin zufrieden, dass sie da darf bleiben. Weil Uetike, gute Gemeinde. Kann man nur empfehlen. definitiv. Tschüss zusammen. Tschüss.